Vergänglichkeit. Nicht für jedes Wesen auf der Welt ein Thema. Menschen aber schaffen Kunstwerke darüber. Mozarts Don Giovanni etwa ist ein Meisterwerk über die unstillbare Gier nach Leben, individuelle Freiheit und über den Tod. Den neuen Don Giovanni an der Bayerischen Staatsoper singt Konstantin Krimmel. Gerade mal 32 Jahre alt. Ein Rollendebüt vor tausenden Menschen. #No pressure. Nee, ist so, ist so. Das ist auch das, womit ich auch tatsächlich seit einiger Zeit so immer mal wieder mich selbst konfrontiere. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl und sehr gut aufgehoben in München an der Staatsoper sowieso. Und dann denke ich mir, irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben. Vielleicht. Krimmel hat eine sehr besondere Stimme. Ein einfaches Lied, das sofort berührt. Zärtlichkeit. Mozart weiß, was das ist. Die Inszenierung entmachtet den Frauenhelden allerdings vollständig. Don Giovanni ist besessen von einer Frau. Und zwar besessen im Sinne von, sie dringt in den Körper Don Giovannis ein und alles, was Don Giovanni quasi macht, oder das meiste, was Don Giovanni tut, ist aus der Sicht einer Frau. Und das ist schon eine Herausforderung. Die Rahmenhandlung. Göttin Perserpina kommt auf die Erde und will ihren Spaß. Und schlüpft in den Körper von Don Giovanni, dem skrupellosen Frauenjäger. Und weil das alles sehr ungewohnt ist, als Frau in einem Mann, erledigt sich das auch mit der Erotik. Krimmel als Don Giovanni mit Frauenanteil. Sanft und hochsensibel. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio, ci sposeremo, la ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Schwarzenberg. Probe für einen Liederabend bei der Schubertiade. Konstantin Krimmel ist mit seinem Wohnmobil und seinen 2 Chihuahuas aus München hergefahren. Er umgibt sich mit Vertrautem in diesem unruhigen Leben voller fremder Orte und Menschen. Am Flügel auch ein Vertrauter. Amiel Bujakewitz. Komm her, du sagst dem Benjamin hallo. Ist Gott. So, ja. Krimmel war während der Schulzeit im Chor und spielte Fagott. Er war auch mal Gebirgsjäger, 1 Jahr lang. Doch die Musik fehlte. Also Gesangsstudium mit 21 in Stuttgart. Doch sterb ich wahrlich gerne. Da tritt der Zwerg zur Königin, mag binden um ihren Hals die Schnur von roter Seide und weint, als wollt er schnell vor Gram erblinden, vor Gram erblinden. Was ich sehr, sehr schön finde, diese Vorstellung von, man hat sonst keine anderen Hilfsmittel, wie zum Beispiel in der Oper. Du hast weder ein Bühnenbild, noch hast du ein Kostüm,
noch hast du einen riesen Orchesterapparat da sitzen, sondern es sind 2 Leute auf der Bühne, die mit Hilfe von Musik und Text eine oder mehrere Welten erschaffen auf der Bühne. Wenn alles gut läuft, dann habe ich bei einem Publikum von 200, 300 Leuten und es erklingt so ein Lied wie der Erlkönig zum Beispiel, dann sitzen da 300 verschiedene Inszenierungen von diesem Erlkönig. Und dann sieht auch dieser Vater sieht bei allen anders aus. Und dieses Kind, wie es im Arm ist und schreit vielleicht, sieht auch bei allen anders aus. Im Vater grausit's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Es könnte eine sehr große internationale Karriere werden. Jetzt, ab hier. Konstantin Krimmel sagt dazu, Hauptsache musizieren mit großartigen Musikern. Und hin und wieder das hier. Rückzug, Sport und Berge. Der Berg gibt viel Ruhe, der Berg entschleunigt und der Berg, ich muss mich am Berg nicht selbst inszenieren. Und das ist sehr schön zur Abwechslung. Also ich muss nichts darstellen, ich kann einfach wirklich sein, wer ich bin. Souverän zur Hölle fahren, das kann Krimmel jedenfalls. Wirkt alles ganz leicht bei ihm. Das ist der Trick dabei, dass man es wie so ein Magier, dass man es einfach nach außen hin einfach erscheinen lässt. Und innerlich brodelt alles.